Der kann auch platt. Apropos prominent. Wie habt uns Reporter für alle Anlässe Werner Mommsen ob das Lütgefest in Groten Gorn nach Hannover schickt? Selfie-Alarm in den Herrenhüser Gorns. Mehr als 100 Künstler aus der ganzen Welt mag den Groten Gorn in Hannover Herrenhusen ton Groin Festsaal. Und der Lüt, der Werner droppen hat, der hören to der glücklichen 56.000 Besökers, der allen für verkopen Korn erkattern können, denn mehr als ein Viertelmillion han dabei werden wird. Ja, mal ganz blank wie, eins Kunstdorm Marken, neben der ganzen Attraktion habt der Lüt für allen das Wehr viert. Likas uns Kollege Ut Schumstoff hat sin eigen Gedanken dort. Das letzte Wort hat Werner Mommsen. Hör mal, da ist der Hammer, oder? Ich hab doch all in Mai in unsere Sendung ein Loblied holen über uns schönes Wehr, ne? Und nun haben wir Ende Juli und Petrus, der gibt immer noch Vollgas. Was kann doch nicht wehen, oder? Ich sag mal, hätt die eine Schallzentrale und kann doch nicht mit ihm gehen, oder was? Oder holt die all das ab, was er jetzt letzten Jahre versemmelt hat? Mir ist egal, ne? Also, bitte für die Buren ist es ja ganz schön. Und ich mein, in Haas möchten wir die Dürre wahrscheinlich an Supermarkt betonen. Aber jetzt im Moment freut mich das, dass wir hier mit Lütschet Fest nicht ständig nach oben kicken müssen und richtig mal spielen können. Ne? Blöd ist das natürlich für die, die jetzt im Süden in Urlaub führt sind. Weil ich mein, für so einen richtig schönen Urlaub ist ja auch wichtig, dass das Wehr zu Hus schlechter ist als in den Urlaubsort. Ne? Damit die zu Hus neidisch sind, dass du wegführt bist. Und jetzt bemitleidet sind die, dass du wegführt bist, weil das hier so schön ist. Womöglich sind die noch brunner zu Hus, als wenn du in Urlaub. Oh komm, ja. Wie fragt sich ihr Fugen, ob das für mich nicht ein bisschen warm ist? Weißt du was? Für mich nicht. Oh, aber für M. Wenn Himmel sie die schwarzen Klamotten nicht so lange sitzen da, du, dann braucht die achteran einen Tropf, ne? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wie das wäre, ne? Aber zum Glück gibt's im Radio und in der Zeitung ja auch immer Hitzetipps. Wenn die noch bruken da, ne? Du hast Zeitung schwarze. Was hab ich neulich gelesen? Sollten Sie in der Mittagssitze Hunger verspüren, müssen Sie sich nicht zum Essen zwingen. Oder wenn Sie keinen Hunger haben. Also so was Beklopptes, oder? Wenn die in Finster in Norden ist, kannst du es abmogen und sonst lieber nicht. Also du hast so das Papiertuschshow dafür, oder nicht? Wir habt in Hamburg, ich hab wie so einen Wehrexperten, ne? Der hat den ganz ultimativen Tipp gegeben. Der hat gesagt, wenn das Wehr so warm wie jetzt ist, dann schaffst du stündlich die Innerarme in kohlet Water inlegen. Ne? 20, 25 Sekunden, ab und an, ne? Die eine oder die andere. Und dann, das ist ganz wichtig, nicht abdrücken, du musst wedeln durch den Ruhm. Ne, damit du die Verdunstungskälte, dass du die genähten kannst. Jetzt, Montagmorgen im Büro, du bist so an Wedeln. Der Chef denkt, du hast doch nicht alle Latten am Tun, oder was, ne, oder? Lichter Sex ist übrigens, wie das wäre, erlaubt. Aber bloß, wenn die Arms dabei in Waschbecken liegen dort. Nichts für ungut. Oh, herrlich, du. Ja, Wedeln, Aufkühlung. Der können wir hier auch brauchen, zu der Hitze kommt bei uns nämlich auch noch des Schienenwerfers. Mann, bevor wie oft ein morgen könnt, kicken wir noch mal auf Radioprogramm von morgen Abend bei NDR in Niedersachsen. Ilka Brüggemann hat das Hörspiel Klassendach von Rudolf Reiner für ihr Brot. Ja klar, man kann ja auch mal in eine Ferientitel auf Schauen nachdenken. Das geht um zwei ältere Dorm, der auch noch mehr als 50 Jahre der süftigen Gefühle füreinander hegt. Sie können sich nämlich nicht utstauen. Hört sich noch beste Unterhaltung an. Morgen Abend 5:07 bei NDR 1 Niedersachsen. Beste platte Unterhaltung in Kickschaff gibt wer in Feierwerken wie uns, in NDR Fernsehen, Leute nicht unerkriegen. Schicket wegen.